Wir folgen dem Pfad der Zoras. Hier zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Hallo, willkommen zurück. Und haben da vorne, naja, sagen wir mal so, eine lustige Truppe, die ich gerne mal ein bisschen aufscheuchen möchte, wa? Insofern sage ich, guten Tag. Krass, wie weit die wegfliegen. Hallo, Kumpel. Na? Hast du mal dein Schwert nach mir geschmissen, Alter? Was ist los mit dir? Das ist ein Akro-Heinz. Mann, Mann, Mann. Da will man doch nur guten Tag sagen. Was ist hier wieder los? Ja, genau. Stahlexalbogen, so sehe ich aus, Alter. Mhm. Alles schön mitnehmen. Jetzt hier wieder so ein Schutz. Das ist eigentlich immer ein Indiz für, dass sie irgendwo noch Wächter wären, wa? Naja. Das Master Schwert ist back. Back to action. So, jetzt machen wir ohne Synchro. Als Salsa bricht man sowieso ständig. Das ist doch hier der See, wo damals tatsächlich auch Varuta stand, wa? Da die Prüfungen, beziehungsweise da oben war er, glaube ich. Nee, war schon hier, war schon hier. Da hab ich auch nicht vergessen, er musste Richtung Schloss zielen, wa? Da war er sogar ein bisschen weiter vorne auf der Klippe. Nee. Das war jetzt zu weit vorne gewesen tatsächlich. Nee, war schon hier. Also wenn es am Anfang und nachher noch nach vorne marschiert ist, wäre mir gar nicht mehr so sicher. So. Ist hier unten schon wieder los? Sag mal. Immer ein relativ normaler Gegner. Von One-Shotter locker ausreicht. Zack. Der Stamm die ganze Zeit runterfällt, hey, ist gar nicht meins. Nee, da finde ich gar nicht gut. Muss ich nachher Sido mal sagen, er soll mal ein bisschen aufräumen. Abo aufräumen. Oh, ist ein Feuer? Nee, ist einfach nur ein starker, okay. Aua! Komm rauf da! Ja gut, dann halt nichts. Da bist du also doof. Kurz gucken, irgendwas verpasst, irgendwas wichtig. Da vorne vielleicht. Scheiß Schlamm. Ah, ist überall Schlamm. Ja, Zura Shield zerbricht gleich. Ja, langsam ja sogar froh drum. Nee, ist gar nichts mehr. Die Brücke, über die bin ich ja gekommen, genau. Kack, Schlamm, ich hasse Schlamm. So. Ich sage, ich bin sogar froh drum. Dann nehmen wir noch mal so ein Nanium-Schild. Oh. Ja, komm schon. Oder auch nicht.
Wobei, jetzt gehen wir zu den Zora, nehmen wir den Hylia-Schild. Soll noch was aussehen, wa? So, ist es ein Teil, was ich auch nach oben schicken könnte? Nö. Wo es trotzdem lustig aussieht. Oh! Liga dazu aus Kapitel 8, die Prinzessin von Hyrule. Im Gedenken an eine gewisse Prinzessin, niedergeschrieben von Sidon, Prinz Azoras. Wenn das Unheil abgewendet war, besuchte eine glanzvolle, aber bescheidene junge Dame das Dorf Azoras. Es handelte sich um Prinzessin Zelda von Hyrule, die gemeinsam mit dem Schwertkämpfer Link auf Reisen war. Das Königshaus in Hyrule ist schuld daran, dass die Werte Mifa, begann sie, dann schockten ihn die Worte. In der Stille Nacht tropften einzelne Tränen von ihren Wangen auf den Boden. Die Prinzessin trocknete ihre Tränen, hob entschlossenen Blick und beendete ihre Rede mit den Worten des Dankes. Natürlich war die Entsendung Mifas auch Wunsch Azuras gewesen, sodass Hyrule keine Schuld traf. Wieder was zu werben. Nur ganz voll bescheiden war sie, in dann sieht unbedingt Stärke aus. Die Prinzessin Hyrule. Du wusstest, dass die ganzen Texte jetzt alle von Sidon geschrieben wurden, weil ich habe offscreen kurz geguckt. Die früheren Texte wurden nämlich von seinem Vater noch geschrieben. Ich bin eigentlich nicht sicher, ob die einfach jetzt ersetzt wurden oder ergänzt wurden, die Texte, als ob die alten gar nicht mehr da sind. Was irgendwie ein bisschen schade wäre, andererseits, ich würde dem Spiel zutrauen. Oh. Apropos Spiel zutrauen. Kann ich eigentlich? Blöd gefragt. Ja, auf dem Stein geht nicht, wa? Ernsthaft? Scheiß Blutwunde, ey. Killt so viele Leute, Freunde. Die ganzen Monster kehren zurück. Aber was immer noch lustig ist, dass Ganondorf gar keinen Bock mehr hat. Die ganze Welt färbt. Hallo? So, jetzt. Ganondorf selber, der kommt gar nicht mehr zurück. Der ist immer noch, keine Ahnung, vermutlich ist er immer noch unter der Erde. Ja, vermutlich ist er gleich wie damals bei BOTW. Ja, von dem, ja, komm zu mir, wenn du soweit bist. Bis dahin, ich chill's mal hier. Ja, dann mach doch mal. Oh. Gab besser erwartet. Und das First Try mäßig, wa? Wir haben Rotobin, wie gewohnt. Tütü, Soulkräuterreisbällchen, dankeschön. Ihr Knospe, schön ihre. Ja, ihr Knospe ist auch wichtig. Setzt wieder mal viel zu selten ein, stimmt. Das ist leider Gottes wahr. Dann hat es natürlich auch einen schönen Schrein. Einen sehr schönen sogar. Auch wenn es eigentlich unnötig ist, ihn zu markieren, ich mache es aber trotzdem. Oh, ich mache es aber trotzdem mal. Vor allem ist doch. Das ist garantiert exakt dieselbe Position wie damals bei BOTW mit dem Shika-Schrein halt. Naja. Wir sagen uns sowas mal guten Tag, wa? Sie kennen uns ja. Also ich hoffe, Sie kennen uns noch.
finde, farblich passt vor allem hier mit dem Hylia-Schild sehr gut, wa? Was ist eigentlich los, ey? Der krass noch mehr als außerhalb des Dorfs. Was sagen wollte genau. Ich meine, das Reckengewand blau, gut, ist ein hellblau, Hylia-Schild ist eher dunkelblau. Aber dann hier mit der Kapuze eher eigentlich weiß, silbrig, genauso der Hylia-Schild. Ich finde, styling-technisch hat das was. Kann man so machen. Dorf der Zoras. Boah. Igitigit. So, lang ist her, Freunde. Überall noch alles voller Wasser. Wie gewohnt, hat sich nicht verändert, ja. Und wir gehen gleich mal in die Mitte und gucken mal, was hier abgeht. Dieser Schlamm. Ja, kann man sagen. Und dann haben alle meine Freunde. Das ist gerade der König, der hier voll geschlammt wurde. Das startet natürlich ein König. So. Ne, da ist Sidon. Oh, krass. Großartige Arbeit, Juliana. Jano, wer ist denn Jano? Oder Jono? Der Schlamm ist weg. Nicht ganz. Da war richtig viel drauf, das stimmt. Oh. Oh, oh. Oh, Lindlin, ich meine natürlich Link. Die ist bisher die einzige, die uns erkennt, wa? Du bist echt toll, Link. Ja, der rettet uns aber nicht mit dem Spitznamen aus unserer Kindheit rufen. Alte Freundin. Kenne ich jetzt die noch aus BOTW oder kenne ich die noch aus meiner Vergangenheit vor über 100 Jahren? Schwierig zu sagen, Freunde. So, ihr könnt noch gut übernachten. Du klingt noch gar nicht so schlecht. Ein Chaos mit diesem Schlammwetter. Oho. Möchten Sie übernachten? Ja, gerne. Wasser bei der Glückseligkeit. Das versuche mal. Bis morgens. Wir haben einen strengen Tag vor uns. Mach einen guten Schlaf. Oh. Link, schlafen, nicht herumhüpfen. Was für ein Quatschkopf. Ja. Ganz ehrlich, Freunde, meine Herzleiste da oben. Ne? Ich habe es mal vor der, was kann ich mehr, vorletzten Folge, glaube ich, nachdem wir nochmal ein paar Dinge eingetauscht haben in den Herzcontainer, habe ich nochmal mit der ersten Folge verglichen. Wir hatten damals tatsächlich nur 30 Herzcontainer insgesamt. Ja, also 2 mal 15, also 2 Reihen, 15 Herzen jeweils. Jetzt haben wir oben schon 20 Herzen. Also die erste Reihe füllt es mit 20 bis, aber das heißt, wir haben definitiv mehr Herzen als früher. Also beziehungsweise als zu Beginn des Spiels. Ich meine, ich finde es cool, gar kein Thema. Es ist nur ungewohnt. So. Der Schlamm ist weg. Ja, die Frage ist, wie gesagt, wie lange, weil hier haben wir überall Schlamm. Alter, was mit der? Wer ist das? Es tut mir so leid. Als Opfer sind nun behandelt, doch dabei haben wir alle unsere Wasserfrüchte aufgebraucht. Vielen ging es schlimmer, als wir erwartet hatten. Ich bin wieder untröstlich. Entschuldigt doch nicht, ihr habt das Richtige getan. Das Wohlbefinden der Dorfbewohner ist das Allerwichtigste. Wenn nur noch die Statue irgendwie säubern könnten, wäre schon gemacht. Nanu? Bist du zu Besuch im Dorf? Verzeiht, dass wir dich nicht begrüßt haben. Wir waren ganz im Gespräch vertieft. Das Dorf der Zoras leidet derzeit nämlich unvorstellbar aufgrund des Schlamms, der sich vom Himmel auf uns ergießt. Bisher sie können wir die Lage in den Griff bekommen. Der schöne Statue ist nach wie vor furchtbar verschmutzt. Nö, nicht mehr. Wir suchen flossenringend. Ich habe gerade gedacht, ist auf Sidons Rücken noch jemand. Sah fast so aus. Wir suchen flossenringend nach einer Möglichkeit, den Schlamm vorzuspülen. Doch. Huch! Ja, sorry, es hat mich gestört, ich habe schon gemacht. Doch, da sitzt jemand drauf. Hat sie noch plötzlich einen Sohn bekommen, oder was? Du warst es, der die Statue vom Schlamm befreit hat, nicht wahr? Die Statue ist für das Dorf dazu als Symbol einer neuen Hoffnung. Die Statue, musst du wissen, sie stellt so heldenhafte Seelen dar, die das Dorf aus Einsatz in höchster Not retteten. Warte mal, soll ich das da hinten sein, mit der Zurrüstung auf dem Kopf? Ja, stimmt. Jetzt, sorry, ich hab's vorhin gar nicht gesehen.
Ja, natürlich mit der Zurüstung drauf. Ganz rechts, Sidon, Prinz Zoras und Ritter Link, den unbeugsamen hylianischen Schwerkämpfer. Was für ein großartiger Kämpfer. Ich will ihn nur zu gerne des Tages einmal treffen. Aber ich muss schon sagen, du hast geradezu denselben Körper wie die Statue. Und die Augen ähneln sich auch. Hylianer bist du ebenfalls. Link, zieh mal ein Schwert. Ein Schwerkämpfer. Hallo, ich bin's. Link, sag doch mal was. Ich weiß, du bist eher stumm, aber trotzdem. Nein, unmöglich. Völlig ausgeschlossen. Bist du etwa... Jo, ich bin's. Link. Du bist tatsächlich der Link? Vergiss nicht deine Manieren, Hifumi. Verzeihung. Wollen so über dich herfallen? Ja, bitte verzeih uns. Ist das überhaupt gar kein Namen im Balken, in der Sprechblase? Was für eine Überraschung, dass du Link bist, der viel besungene Schwerkämpfer. Ich habe seit meiner Ankunft hier im Dorf fast jeden Tag Geschichten über dich gehört. Ich bin Prinz Sidons Verlobte. Anscheinend seid ihr ja gute Freunde. Okay, sie hat gerade gesagt, ihre Ankunft im Dorf. Wo war sie denn vorher? Also, gibt es auf dieser Welt nochmal Bereiche, wo es Zoras gibt? Ich meine, was auch seltsam ist, dass es so eine grüne Hautfarbe hat. In der Vergangenheit öfters mal Zoras mit roten oder blauen Farben. Aber generell glaube ich, vor allem in den früheren Teilen so, dass die blauen eher die guten Zoras und die roten die bösen Zoras waren. Das hat sich ein bisschen gelegt mittlerweile. Trotzdem lustig. Ich heiße Jona, freue mich sehr. Es ist eine Ehre, dich kennenzulernen, lieber Link. Zora-Prinzessin aus der Ferne. Ja, aus der Ferne. Ja, woher denn? Alle sagten, du seist zusammen mit Prinzessin Zelda verschollen. Da fragen, was dich hierher verschlägt? Ja, euch zu helfen natürlich. So was Furchtbares ist gleich unter Schloss Hyrule. Nun reist du umher, um die Sache zu ergründen? Also her ins Dorf gekommen, weil er vermutet, Prinzessin Zelda könnte sich hier befinden. Nein, das geht doch gar nicht mehr. Wir wissen doch, wo sie ist. Sie hat das Masterschwert von ihr. Das Dorf steht hier offen. Bisschen schade, dass die Entwickler daran nicht gedacht haben. Ne? Ich meine, du kannst ja theoretisch wirklich auch zuerst das Masterschwert holen, im Dekobaum quatschen, alle Erinnerungen von Zelda haben und erst dann die Gebiete untersuchen. Dass dann die Sprechblasen oder eben halt Texte sich ein bisschen abändern, hätte ich jetzt ganz schön gefunden. Wo ist er überhaupt? Mipha steht auf der Spitze des Donnerhorns auf. Da oben? Wir kommen da hin. Ich muss leider aufmachen. Okay, wo geht's hin? Der voll die krassen Hörner hat. Zu mir ins Krankenbad auf der Ebene über uns kommen. Ins Krankenbad. Okay. Bedeckt von Schlamm. Ja, gehen wir mal zu Sidon. Warum ist er da oben? Okay. Ist denn vielleicht der König noch irgendwo hier? Warte mal, war nicht irgendwie da unten? Momentan eher weniger, wa? So, was haben wir hier Schönes? Spurtpfeilchen. Hallo-Reis. Pfeile habe ich noch genug. Tomaten mag ich auch nicht. Aber noch Schritte. Ah, den kennen wir doch auch noch. Ja, ich grüße dich, Link. Sag, kannst du bereits mit Jona sprechen? Die du einst trugst. Gibt so eine Rüstung zu reparieren, die ich einst trug? Hä? Warum? Was ist mit dir passiert? Die hatte doch... Moment, im BOTW-Spiel schon haben die immer noch, hä? Da gab es keine Ereignis, wo die zerstört wurde oder so. Da wurde sie, als wir Varuta, also den Titan damals bestiegen haben, wurde die dann beschädigt oder so. Ja, dass er mich erinnern würde. Ach, die als Liane gestanden Wasserfeld zu erklimmen, wie Zora. Ja, das stimmt. Juna. Hat doch gesagt, er soll zuerst noch zu Sidon. Ah, die können sich auch nicht einigen, ey. Junge. So. Ja, eigentlich war hier der König, also, wie heißt es schon wieder? Defentus oder so, also der Vater von Mipha und Sidon.
Egal. Soll er hoch, wa? Jetzt ist die Frage, welchen Weg soll ich nehmen? Ja, warte mal, stimmt gar nicht. Der König war da oben. Doof. Hallo. Ja, servus. Eine Grüezi. Der König ist hier auch weg. Was ist denn los? Bruder. Schon wieder einer. Hm. Sie spielen den König. Sehr schön. Wo ist er überhaupt? Wer der König? Wo seid ihr? Ich suche euch. Aber das ist auch grün, war. Na gut, sie meinte, er soll erstmal zu Siedern, ne? Machen wir das mal. Puh, ja, okay. Donnerhorn, lange her. Wir sind im Krankenbad. Hä? Hinten im Krankenbad. Ja, von hier komme ich ja, also hier kann es nicht sein. Oh ja, hier. Entschuldigung. Ah, dieser Schlamm sitzt so fest. Wer die Jona? Link wird mit doch sprechen. Oh, Link, da bist du ja. Ah, das, was ich tun kann. Es geht um deine Zurrüstung, die hier im Dorf zur Reparatur begeben hattest. Genau. Die Schuppe eines Fisches namens Uralt Arovana. Der Schmied Dente vielleicht weiterhelfen. Das war so peinlich. Muss rein hinaufschwimmen, das wäre natürlich praktisch. Reparatur der Zurrüstung. Oh, ist ein Hauptziel, was? Echt uralte Uran, das bloß das bereits empfangen können. Hab ich? Okay. Kann sein. Da ist halt der Vorteil, wenn man zuerst sich ein bisschen die Welt anguckt und die Hauptstory nicht sofort komplett macht. Die Zora-Rüstung. Ja, und wo ist der Helm und wo die Hose? Ein Schlammwasserfall kann man leider nicht hinaufschwimmen. Schade. Und etwas trüb ist. Okay. Das ist nur ein Teil. Wo ist denn der Rest? Wo ist der Kopf und wo der... Jetzt sagen wir nicht, dass ich den Rest noch kaufen muss, ey. Also 35 runter. Junge, Junge. Die Zurrüstung. Wie ging das schon wieder? Boah, Alter. Oh, ein Hornstein. Eine große Aufgabe. Abschließender Kommentar von Sidon. Mit der Zoran Gedenkstein neu zu gestalten. Rund um das Dorf der Zora gibt es 11 dieser Steine und ihr werter Leser steht gerade vorne davor. Ein Neugestalten der Steine bedeutet, dass die Worte meines Vaters, des Königs Durefan, verschwinden. Ja, also im BOTW ja noch kein Problem, die zu lesen, wegen Witterung und so, ne? Anni rümpft in die Nase. Ja, das tue ich nämlich auch. Vielen Dank, liebe Entwickler. Dass man eine Abstimmung von ihm jetzt zeigen soll, also nachholen können. Das Volk. Das Vater hat meine Unsicherheiten hinweg. Bis in vielen hundert Jahren mein Nachfolger überschreibt, mögen meine Gedanken jedermann offenbar sein. Naja. Ich wette einfach der Hinweis an Prinzessin Ruto von No Queen of Time.
Der wurde ja aber knallhart überschrieben. Bin ich sowas von sicher, Leute. Durch diese Art der Umgestaltung, ne? So, Angel kommen wir jetzt hier hoch. Ging das schon wieder? Huch! Natürlich, das kostet auch kaum Ausdauer. Okay, warte, vielleicht kommt gerade ein Ding noch raus. Ah, das ist Strömung hier stark, Junge, Junge. Ja, Moment, das muss ich anders machen. Komm gleich wieder. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, das ist aber nach wie vor immer noch krass. Hui! So, bin ich jetzt? Wow! Direkt im Stamm gelandet. Was für eine Scheiße aber auch. Das ist ein Zura-Kumpel. Nichts Ungewöhnliches. Außer der ganze Schlamm hier. Ist ja gar nicht viel los und so gerade diese Ruinen hier. Was man jetzt sieht und sprechen will, begibt er zu Mifas Stätte. Der früher Donnerhorn genannt wurde. An Donnerhorn kann ich mich noch erinnern. Den Hinweis lustig, der früher so genannt wurde. Das hat er geändert, hey. Mann, Mann, Mann. Ich meine, es sind ungefähr irgendwie 10 Jahre vergangen seit BOTW und die wird alles geändert. Oh, das finde ich jetzt aber nicht so geil. Das ist gar kein Schlamm, der ging auf kaputt. Meine ganze Forschung wäre verloren. Diese Ruinen bereiten mir nichts als Ärger. Puh. Ich sollte mich erst einmal treiben lassen. Ja, ja, du solltest noch viel. Ja, man kann es nicht mehr lesen, schade. Boah, was da alles runterkommt. Ey, wir machen uns auf den Weg zu Sidon, wa? Was sollen wir sonst machen? Nee, lohnt sich nicht. Donnerhorn müsste da drüben gewesen sein, war irgendwo. Da, Donnerhorn. Story? Geh mal halt zu Fuß dahin. Ich würde trotzdem gerne meine Rüstung tauschen, wenn es geht. Liebes Spiel. Das kam ja alles an Himmelsinseln runter, meine Güte. Auch nicht überraschen würde, vor allem, wenn wir hier irgendwo wieder so ein paar von diesen bösen Händen hätten. Und nachher wieder so ein Phantomgeist rausgesprungen kommt. So. Hat doch sehr viel mehr Spaß, so zu laufen. Ein paar Wasserfrüchte. Da sind welche. Dann haben wir noch eine nette kleine Truhe. Das sind sowieso alles nur grüne Gegner. Nein, da ist ein silberner. Ach du Scheiße. Der ist neu, war? Hatte noch gar nichts, so ein silberner.
noch einen Augapfel. Hä? Das trifft der scheiß Augapfel nicht. Na jetzt. Das macht er gut. Kann man die anderen abballern? Ich glaube, der Effekt hat aufgehört, ne? Silberne ist auch noch ein bisschen verwirrt. Mit denen machen wir mal einen kurzen Prozess. So, bleibt noch der silberne Typi. Mal gucken, wie viel der verträgt. Ah komm, wir gehen in den Nahkampf über. Also ein Bogenschütze. Das ist natürlich angenehm. Ching ching. Ready. Silberner Excelforsäum. 34er Power. Nehmen wir gerne. Haben natürlich auch das nächste Upgrade vom Master Schwert. Wäre es eine Option. Sowas in der Art drauf zu packen. Da hinten haben wir. Warte mal, da ist das Donnerhorn, wa? Genau, da muss er sowieso hin. Da müssen dann Sidon stecken. Vorne natürlich noch ein bisschen aufrüsten hier mit den Wasserfrüchten. So, hopp. Irgendwas hier übersehen oder so? Ich glaube nicht, wa? Auf einen tollen Schatz. Leunenteil Bumerang. Also Metall ist es feuerresistent. Okay, ich finde die Waffe selbst schon ein bisschen creepy. Tatsächlich, aber andererseits auch cool. Warte mal, ich habe noch einen großen Zauberstab. Wofür man den wohl gebrauchen könnte, wa? Ich schmeiß mal das Ding weg. Grillwild. Lecker Schmecker. Ah, auch noch einer, aber ganz vergessen. So, dann noch ein paar Items. Naja. Ein silberner von denen. Durchaus interessant. Dann ein Horn vom Blauen. So. Da hoch muss ich ja. Ich nehme mal den relativ normalen Landweg. Wenn ich ja gleich noch Besuch kriege. Sidon, Sidon. Ach, der gute alte Sidon, wenn Erinnerungen wach. Oh. Okay. Was will das Spiel mir hiermit sagen? Da geht's ein bisschen nach Taburasan, so, ja? Ja, ja. Zu unserem Haus, wenn man so will.
Hallo kleiner Fuchs. Wo wage ich denn ungefähr den Aufstieg? War? Müsste fast schon ungefähr hier sein, ne? Ich kann also mal ein paar Wasserfrüchte nehmen wir nochmal mit. Ihr könnt hier hoch, ja. Jetzt soll ich auch hier drüben versuchen. Immer wieder versuchen sie es, immer wieder. Und immer wieder scheitern sie. Tja. Was willst du da machen, wa? Oh. Hier wäre ein Pfad, also hier soll er sowieso hoch. Oh gut, machen wir das mal. Da oben ist eh ein Schrein. Mifas Stätte. Was sogar hier oben der Fluss, wo sie dann irgendwie Titan war Ruta deponiert hatten. Könnte sein, wa? Nö, da ist er nicht. Da vorne ist er. Oh, der hat Heilkräfte. Jetzt bloß er übernimmt Mifas Rolle, die sie im BOTW hat als Heilerin. Also vor allem für uns auch. Oh, ich habe vergessen, den Schrein im Ding zu aktivieren. Doof. Wie unhöflich. So. Das ist ein bisschen Schlamm, da irgendwie was... Ja gut, hinterfragen wir sowas nicht, wa? Wenn die Tickler sagen, ja, der Schlamm kann das blockieren, dann kann der Schlamm halt sowas blockieren. Ist doch kein Schlamm des Hasses, aber hey, wer bin ich, um sowas zu hinterfragen? In der Schwebe. Oh. Ein Hinweis auf den nächsten Tempel. Man kann noch aus dem ersten und zweiten Trailer erinnern, dass wir irgendwie auch schweben konnten tatsächlich. Okay. Und jetzt? Okay. Ich dachte eigentlich, es hätte irgendwie noch was mit der Gravitation und so zu tun, aber gut, dann... Das war hier gar nicht der Fall. Und ich muss mir erst einmal eine kleine, aber feine Brücke bauen. Sonst nichts verpasst hier, ne? Nö. Okay. Okay. Ist eigentlich schon aktiv? Blöde Frage. Nee.
Machen wir es auch mal eleganterweise. So. Huch. Guck mal einer an. Oh, ist ja gar nichts. Mehr ist auch nichts. Hä? Da drüben könnte ich auch hoch, aber da ist auch nichts. Okay, ich muss da rüber, das ist soweit auch klar. Nein, so. Ist da oben eine Truhe? Ja, ein bisschen unsicher. Man bringt das hier. Hui! Das macht Spaß. So. Vielleicht brauchen wir noch, wer weiß. So, das heißt, die Kugel ist natürlich klar, wenn die jetzt einfach hier hinstellen und sagen, hui, fliegt da rüber, dann habe ich ein Problem. Vielleicht auch nicht. Ich meine, die Dinger sind ja aktiv, die schweben ja schon. Okay, der geht bis hier hin. Wenn sie einfach mal sagen würde, Kugel. Ja, so natürlich nicht, ne? Das Problem ist ja, ich muss die Kugel bis da rein buxieren, aber ich habe dahin natürlich keine Möglichkeit mehr, die Kugel von so einem Teil zu trennen. Das ist gerade das Problem. Ich überlege halt gerade, ob das irgendwie sinnvoll ist, das sogar so zu machen. Wir gucken mal. Nö, da ist nichts. Ja, nicht ganz, wa? Ja, jetzt halt die Frage, soll das... Oh, da oben ist noch eine Truhe. Gut, machen wir später. Ich könnte das Ding natürlich noch ein bisschen höher bauen. Die Frage, muss ich es noch höher oder einfach noch weiter bauen? Ja. Ein bisschen experimentieren, wa? Gut, so will es eigentlich nicht haben. Ja, so schon eher. Ja, ein bisschen zu hoch tatsächlich. Ja gut, ist eigentlich zu tief, aber egal. Mal gucken, ob das so klappt. Viel zu wenig Wumms, wa? Der Weg bis da hinten klappt aber nie im Leben. Es sei denn, holen wir noch Material von da drüben mit. Wenn es erlaubt ist, warum nicht? Holen wir jetzt aber trotzdem erst mal kurz die Truhe. Weil es so überhaupt klappt. Wow.
Ja, krass. Bin ich froh, also aber das mit der Tour noch gemacht, ey. Junge, Junge. Hm. So. Jetzt muss natürlich das Ding, um das hier zu verlängern. Da ist klar, also kommt ihr mal kurz raus. Oder aber ich mach's einfach so. Oh. Mal fragen, ob er Schlagseite hat. Ne, er ist zu breit, weil wir kriegen ihn da gar nicht rein. Okay, ich meine, gehen natürlich auf der umgekehrte Weg. Weil, wisst ihr, was mich gerade frage, Freunde? Was mache ich eigentlich? Weil ich muss ja noch rüber. Ich meine, ich öffne vermutlich nur das Tor. Mehr passiert vermutlich gar nicht aus meiner Seite. So, genau. Die Idee eigentlich, dass das Teil einfach da drauf bleibt, einfach geradeaus weiterrollt. Oder ich sogar theoretisch ein... Ich sage jetzt nicht elegant, das ist nämlich nicht, aber so einfach eine Brücke hätte. Nicht so eine, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte, da muss ich ja zugeben. Aber trotzdem eigentlich funktioniert. So. Ja, natürlich hätte das Spiel jetzt natürlich anders gedacht, dass ich die Kugel darüber schiebe. Ist mir aber scheißegal, Freunde. Wie ihr schon festgestellt habt. Mache ich es nämlich anders, damit ich nämlich auch noch rüberkomme, mache ich es irgendwie so. Ist irgendwie auch alles andere als elegant, aber scheiß drauf. Ich mach's mal. Und gleite einfach rüber. So. Ne? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ein weiteres Segenslicht, 3 Stück bereits. Willi nice. Möge es dir Kraft schenken, ja was auch sonst. So, jetzt haben wir natürlich den Schrein noch im Dorf Azuras vergessen. Wobei, mein Zurückladen so ist auch kein Problem. Und im Dorf Azuras den dann aktivieren kann natürlich auch. Aber mit Sidon Quatsch, das machen wir dann in der nächsten Folge tatsächlich. Wenn wir schon wieder hier am Ende sind. Leider. Am Donnerhorn. Also bei BOTW gab es im Donnerhorn nicht irgendwie so ein Leunel oder so? Irgendwo in der Nähe? Also irgendwie so im Kopf. Was ist das jetzt hier? Ah, ist hier oben vielleicht die Stätte von Mipha? Ja, da oben ist sie, ich sehe sie schon. Ach ja, Mipha. Werte und alte Freundin. Lang ist's her. Bitte beschütze uns. Oh Junge, schön dich zu sehen, Link. Sieh dich mal um, das Sonnenhorn hat sich verändert. Es ist jetzt ein Park mit einer Statue von Mipha. Sie wacht über meine Wenigkeit und all die anderen Suras hier. Mipha. Dank Miphas Fähigkeit übrigens, hallo Zelda. Bist auch wieder hier. Der ist einmal Weltumrunden, wa? Alter, die fliegt echt tief, wa? Da kann man echt Angst kriegen. Ah, Mipha, wie sie uns dann bei BOTW, nachdem wir
in ihrer Questen so gemacht haben, ja auch ihren Segen gegeben hat und immer wenn wir K.O. gegangen sind, uns geheilt hat. Das war schön. Ein bisschen broken zwar, aber es war schön. Oh ja. Doch, da unten war doch mal Aruta, ziemlich sicher. Kann man einen Staudamm und so. Da, ja, der war hier. Da kannst du von hier aus ja auch gut aufs Schloss gucken. Das passt alles. Und da unten? Ja genau, da war auch der Weg dafür. Der ist sogar noch da. Aber Aruta ja nicht mehr. Eigentlich müsste Aruta irgendwie hier gestanden haben oder so. Ne, hier. Hier war es, glaube ich. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber es könnte durchaus sein. Oh. Den haben wir markiert noch, oder? Ja, das ist noch markiert, gut. Ach ja, Mifa, was ist bloß geschehen? Ne? Ich hoffe, ihr ruht alle in Frieden, ihr wackeren Recken. Ninja oder so gibt es ja nicht, wa? Einst waren wir 5 Recken und dann sind 4 gestorben. Traurig, aber wahr. Naja. Dann haben wir natürlich auch noch ihre Nachkommen, Nachfahren, wie auch immer, die jetzt uns als Weisen zur Seite stehen werden. Mit den Worten sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Bei den Zoras unterwegs und ja, mit Zelda, mit Mifa. Alle irgendwie tot oder ewig lebend, aber als Drache verwandelt oder keine Ahnung. Trotzdem bleiben wir natürlich in der Gegenwart und müssen das mit dem scheiß Schlamm irgendwie klären, der hier 100 tropft wie sonst was. Und wir quatschen mit Sidon. Da ist noch so... Was macht denn der hier? Was für ein Schlamassel. Ja, Schlamm, wortwörtlich. Oh, das ist sogar da vorne. Gut, das ist ja eigentlich gar kein Problem, war. Aber auch dafür braucht er wieder irgendwie einen Apparat. In unser beliebtes Transportmittel. Da braucht er auch wieder ein bisschen Sonanium und so. Demzufolge machen wir das ein bisschen später. Gut. Freunde, Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, wie bereits erwähnt, zurück bei Tears of the Kingdom. Ciao zusammen.